Hallo und herzlich willkommen zum Let's Make It Magical Traumzauber-Podcast. Ich bin Tina und in diesem Podcast möchte ich dich zusammen mit meinen 2 Freunden, dem Einhorn Lina Lu und dem Bär Tabo, auf magische Traumzauberreisen mitnehmen. Diese Traumzauberreisen basieren in deiner Fantasie und sind friedliche Geschichten, die du mit zunigen Augen miterleben kannst. Darum ist es am besten, wenn du die Traumzaubergeschichten in diesem Podcast an einem ruhigen, gemütlichen Ort hörst. Oder vielleicht auch im Bett beim Einschlafen. Der Wunsch von mir und meinen beiden Freunden ist es, dass diese Geschichten ein schönes und wohliges Gefühl in dir auslösen. Und dass du auf diesen Traumzauberreisen ganz viel von den Wunder und Zauberkräften entdecken kannst, die in dir stecken. Bevor wir loslegen, habe ich noch einen kleinen Wunsch an alle erwachsenen Zuhörerinnen und Zuhörer. Damit der Podcast viele Kinderherzen erreichen kann, sind wir uns sehr dankbar, wenn ihr unsere Traumzauberreisen weiterempfehlt, weiterschickt und auf möglichst vielen Kanälen teilt. Auch eine 5-Sterne-Bewertung von diesem Podcast hilft uns natürlich sehr, damit er in der digitalen Welt noch sichtbarer wird. Darum danken wir euch von Herzen, wenn ihr euch Zeit nehmt, uns auf die Art zu unterstützen. Besucht uns gerne auch auf unserer Webseite www.letsmakeitmagical.com, auf welcher ihr auch einen Einblick in unser magisches Puppentheater und unsere Bücher mit Geschichten vom Tabo und der Lina Lu gewinnen könnt. Und tragt euch in unseren Zauberbrief ein, damit wir euch immer über neue Podcast-Folgen und Neuigkeiten bei Let's Make It Magical informieren können. Alle Infos findet ihr natürlich auch in den Shownotes von dem Podcast. Und jetzt tauchen wir ein in ein magisches Abenteuer. Schön bist du dabei und hast eingeschaltet für die allererste Folge vom Traumzauber-Podcast, wo «Von den Wurzeln bis zu den Sternen» heisst. Ich weiss, dass der Bär Tabo und das Einhorn Lina Lu dich jetzt dann gerade für eine Traumzauberreise werden abholen. Aber vor dieser Reise möchte ich dir zuerst noch etwas über den Tabo und Lina Lu erzählen. Weisst du schon, dass die beiden zusammen in einem kleinen, gemütlichen Zauberhäuschen am Rand vom Bärenwald wohnen? Das Häuschen sieht aus wie ein kleiner Erdhügel und hat 2 kleine Türme. Ein Pilzturm und ein Tannenbaumturm. Etwas vom Besondersten am Häuschen ist, dass es in der Stube eine Zauberschmiede gibt, in welchem jeden Tag und jede Nacht ein Glitzerfunkenfeuer brennt, das macht, dass farbige Glitzerfunken zum Chemie ausfliegen. Der Tabo ist ein freundlicher Bär, der viel wissen will und gerne Neues entdeckt. Er hat ein hellbraunes, kuschelig weiches Fell und kleine schwarze Knopfaugen, die einen treuherzig anschauen. Um den Hals trägt er gerne eine schöne Schleife und sein Lieblingsessen sind süße Sommerbeeren und frischer Honig. Die Lina Lu ist ein fröhliches und verspieltes Einhorn mit einem weißen, glänzigen Fell und silberglitzerigen Huf. Auf die Fragen vom Tabo hat die Lina Lu meistens eine gute Antwort parat. Und was sie besonders gerne macht, ist mit ihrem magischen Zauberhorn funkelnde Zauberglitzer verstreuen. Der Tabo und die Lina Lu haben beide ein ganz grosses Herz und sie lieben es, jeden Tag einen Haufen neue Glücksmomente einzusammeln. So, jetzt ist aber Zeit, dass wir miteinander Lina Lu und dem Tabo rufen, damit sie dich für die Traumzauberreise abholen können. Sagen wir doch einfach zusammen: Tabo, Lina Lu, wir sind parat! Sali, ich bin die Lina Lu. Und ich bin der Tabo. Wir sind gekommen, um dich auf eine Reise mitzunehmen. Eine Traumzauberreise in deiner Fantasie. Und zwar, wenn wir heute zusammen mit dir den weisen Wunderwiederbaum besuchen. Kommst du mit? Gut, dann kannst du jetzt deine Augen zutun und anfangen,
tief und ruhig. Ein- und ausschnaufen. Und wo du jetzt mit zuenigen Augen so ruhig und friedlich ein- und ausschnaufst, siehst du, wie in deiner Fantasie ein grosses, goldiges Tor erscheint. Komm, wir laufen zusammen näher an das Tor an. Das ist ja ein Tor, das automatisch aufgeht, wenn man näher kommt. Die schwere, goldige Türe schwingt auf. Komm, wir springen miteinander auf 3 durch das offene Tor und schauen, wie es auf der anderen Seite von dem Tor aussieht. 1, 2 und 3. Oh, wir sind auf einer grossen, wunderschönen, leuchtend grünen Frühlingswiese gelandet. Weit hinten, am Ende dieser Wiese, sieht man die schönen, grossen Bäume vom funkelnden Zauberwald in den Himmel ragen. Hörst, wie fröhlich die Vögel zwitschern, wie zufrieden die Bienen summen und spürst, wie dir die Sonne am Himmel warm und freundlich übers Gesicht und die Arme streichelt. Und da fliegen die Regenbogen-Funkelschmetterlinge an uns vorbei. Schau, dort in der Mitte der Wiese steht sie, die weisse Wunderwiede. Ein grosser, starker Baum mit langen Nest. An jedem Ast wachsen ganz ein Haufen feine, lange Triebe, die runterhängen und aussehen wie lange Fäden. Und an diesen Fäden hängen Tausende von kleinen, saftig grünen Blättern, die leislich im Wind rascheln und hin und her schaukeln. Die weisse Wunderwiede wollen wir dir jetzt vorstellen. Komm, wir gehen näher, bis wir unter ihrem dichten grünen Blätterdach stehen. Sie wünscht sich, dass wir bei ihr sitzen und ihr zulassen. Du kannst jetzt ganz gemütlich da zwischen die 2 grossen, dicken Wurzeln von der weisen Wunderwiede auf die weiche Erde sitzen und dich mit dem Rücken an den Stamm von der weisen Wunderwiede anlehnen. Und Lina Lu und ich, wir sitzen da gerade auf beiden Seiten von dir nebenan. Los, ich höre sie reden, die weisse Wunderwiede. Ich freue mich, dass du heute zu mir gekommen bist. Du weisst sicher, dass die Wurzeln von einem Baum wie mir tief und weit in die Erde hineinwachsen und dass sich meine Äste hoch und weit am Himmel entgegenstrecken. So empfangen wir Bäume Tag und Nacht all unsere Kraft und Energie vom Himmel und der Erde und stehen gross und sicher gegen unten und oben verbunden, auch wenn zwischen ihnen der Sturm fest an uns rüttelt. Ich möchte dir gern zeigen, wie auch du dich mit der Erde und dem Himmel kannst verbinden und da dabei ganz in deine Kraft und deinen eigenen Zauber kannst hintauchen. Stell dir einfach vor, wie jetzt dein Herz in der Mitte von deiner Brust mit glänzendem goldigem Licht anfängt zu strahlen und leuchten.
und wie es zu einer grossen, goldigen Lichtkugel wird. Du spürst, wie es dir mit dem goldigen Licht ganz warm ums Herz wird und wie du dich geborgen und sicher fühlst. Deine Lichtkugel wird jetzt immer und immer grösser. Sie breitet sich aus über deinen Hals, deinen Kopf, deine Arme, deine Beine und deine Füße, bis du ganz in einer grossen, leuchtenden Lichtkugel hineinstehst. Dann siehst du, wie in der Mitte von meinem dicken Stamm, in meinem weisen Wunder wie der Herz, genau so ein goldiges Licht anfängt zu scheinen, wo auch zu einer grossen, goldigen, glänzenden Lichtkugel wird. Jetzt fängt auch meine Lichtkugel in meinem Herz an zu wachsen, wird grösser und grösser, dehnt sich von zunderst an meinem Stamm aus zu meinen Wurzeln und wächst darauf über meinen Stamm hoch und höher über meine Äste bis hoch über meine Baumkronen aus. So, dass auch ich jetzt in einer grossen Lichtkugel hineinstehe. Und meine Lichtkugel, dich und deine Lichtkugel ganz warm und sicher umhüllt. So sind wir beide mit unseren leuchtenden Herzen miteinander verbunden. Jetzt spürst du, wie aus deinen Füßen langsam und ganz fein Wurzeln anfangen zu wachsen. Sie wachsen immer tiefer und tiefer in die warme Erde hinein. Immer tiefer und tiefer und noch tiefer, bis sie das goldige, leuchtende Herz von der Mutter Erde erreichen. Ein goldiges, warmes Glitzerlicht aus dem Herz von der Mutter Erde fängt langsam an, in den Wurzeln aufsteigen. Höher und höher fließt sie in den Wurzeln hinein. Immer höher und näher der Erdoberfläche zu, bis es an den Sohlen von deinen Füßen ankommt. Dann fängt sich das goldige Licht an, in deinen Füßen auszubreiten. Es steigt weiter über deine Fußgelenke, in deine Beine, in deine Knie, den Oberschenkel entlang, in deine Hüfte und in deinen Bauch. Das goldige Glitzerlicht aus dem Herz von der Mutter Erde breitet sich in deinem Körper aus und steigt weiter in deinen Brustkorb, über deine Schultern, in die Arme und in deine Hände. Dann steigt es weiter in deinen Hals, steigt darauf, fließt übers Kinn, über deine Backen, über die Nase, in die Ohren, bis es zuoberst in deinem Kopf ankommt. So füllt das goldige Glitzerlicht jetzt deinen ganzen Körper aus und verwandelt alles in dir in sprudelige Freude, in warmes Vertrauen und in sonnige Leichtigkeit.
Und jetzt, wo es dir so richtig wohl ist, fängt das goldige Glitzerlicht aus dem Herz von der Mutter Erde an weiter steigen. Es fließt über deinen Kopf raus und fängt an, als heller Lichtstrahl am Himmel entgegen zu wachsen. Höher und höher und höher und höher, bis es am Himmelszelt ankommt. Dort, wo alle Sterne wohnen. Das goldige Glitzerlicht wird jetzt zum richtig grossen, breiten und immer breiteren Lichtstrahl, wo sich über alle Sterne verteilt und Sterne in goldiges Glitzerlicht einhüllt. Und während die Sterne in dem goldigen Glitzerlicht baden, fangen sie an, ein Lied für dich zu singen. Du bist wundervoll, genau so wie du bist. Gang mutig Schritt für Schritt. Es ist schön, dass es dich gibt. Für dich ist alles möglich, was dein Herz sich wünscht. Entdeckt Schönheit um dich. Du bist schlau, stark, schön und reich. Kraft von der Liebe liegt in dir, wo alles wandeln kann. Du bist richtig so wie du bist, und du bist das Wertvollste, was es gibt. Folg immer deiner Freude, auch wenn dir nicht grad alles gelingt. Du bist wertvoll für alle Zeit. Wir sind froh, dass es dich gibt. Du bist wundervoll, genau so wie du bist. Gang mutig Schritt für Schritt. Es ist schön, dass es dich gibt. Für dich ist alles möglich, was dein Herz sich wünscht. Entdeckt Schönheit um dich. Du bist schlau, stark, schön und reich. Kraft von der Liebe liegt in dir, wo alles wandeln kann. Du bist richtig so wie du bist, und du bist das Wertvollste, was es gibt. Folg immer deiner Freude, auch wenn dir nicht grad alles gelingt. Du bist wertvoll für alle Zeit, und wir sind froh, dass es dich gibt. Und so bist du über das goldige Glitzerlicht mit dem Herz von der Mutter Erde, mit deinem Herz und dem Himmel mit all seinen Sternen verbunden, und spürst den Zauber und deine Kraft, die durch dich durchfließt. Langsam fängt der grosse, breite Strahl aus goldigem Glitzerlicht an, sich zurückziehen. Er wird immer ein bisschen schmäler und kleiner und zieht sich immer ein bisschen mehr von den Sternen zurück. Immer näher
und näher der Erdoberfläche zu, bis der Strahl aus goldigem Glitzerlicht über deinem Kopf stehen bleibt. Auch die Wurzeln, die aus deinen Füßen zum Herz der Mutter Erde gewachsen sind, lösen sich sanft aus dem Herz der Mutter Erde und fangen an zurückwachsen, immer näher und näher deinen Füßen zu, bis sie schliesslich wieder ganz in deinen Füßen und im goldigen Glitzerlicht, wo immer noch in deinen Füßen fließt, verschwunden sind. Jetzt merkst du, dass eine weiche, warme Bärentatze dir viel über deine Hand streichelt und dir eine brummelige Bärenstimme ins Ohr flüstert. Es ist Zeit, dass Lina Lu und ich dich zurück zum goldigen Tor führen. Du darfst gern die weise Wunderwide noch mal fest umarmen und dich bei ihr verabschieden. Tschüss, du wundervolles Wesen. Es war schön, dass du mich besucht hast. Ich freue mich, wenn du wieder einmal zu mir kommst. Komm, jetzt kannst du meine Tatze heben und wir spazieren gemütlich über die schöne, sonnige Frühlingswiese zum goldigen Tor, wo am Ende der Wiese steht. Und schon tut sich das Tor auf, wo wir ihm näher kommen. Jetzt springen wir dann gerade wieder auf 3 durch das goldige Tor durch. Wenn wir dann auf der anderen Seite vom Tor landet, ist unsere Traumzauberreise für das Mal vorbei. 1, 2 und 3. Jetzt kannst du langsam deine Augen auftun, dich fest strecken und deine Finger, deine Arme, deine Beine und den ganzen Körper langsam wachschütteln. Ich habe die Traumzauberreise mit dir und der Lina Lu zum weisen Wunderwiederbaum sehr genossen. Du auch? Mich hat die Traumzauberreise auch sehr gefreut. Jetzt wünschen wir dir ganz eine zauberhafte Zeit, voller Glücksmomente und freuen uns, wenn du auf unserer nächsten Traumzauberreise wieder mit dabei bist. Tschüss und bis gleich! Ich hoffe, es hat dir gefallen auf der Traumzauberreise und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest und den Tabo und Lina Lu an einen neuen magischen Ort begleitest. Die Erwachsenen, die jetzt zuhören, dürfen vor dem Ausschalten gerne noch oben rechts den Knopf drücken und die Podcast-Sendung abonnieren, damit ihr immer seht, wenn eine neue Folge veröffentlicht worden ist. Speziell danken möchte ich das mal noch allen wunderbaren Menschen, die uns schon vor längerer Zeit schöne und liebevolle Gedanken für Kinder zugeschickt haben und so dazu beigetragen haben, dass das Lied der Sterne für die Folge entstehen darf. Jetzt wünsche ich dir eine zauberhafte Zeit und freue mich schon darauf, dich gleich zu einer neuen Traumzauberreise zu begrüßen. Ich bin jetzt schon gespannt, wo Anne, der Tabo und Lina Lu dich dann werden mitnehmen. Du auch? Also, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Deine Tina von Let's Make It Magical.